Salut miteinander, ich bin der Ricky von Metal Sabela und wir sind noch nicht ganz zurück von unserer Sendungspause. Es kommt gleich. Wir haben einiges geplant für euch. Aber ja, in der Zwischenzeit, wir haben etwas im Archiv für euch. Und zwar, wir sind letztes Jahr im 2024 interviewt worden von Anina und Timo für die Vertiefungsarbeit rund um Metal, Metal-Musik geschrieben. Und im Rahmen von dem haben sie uns interviewt. Und ja, das könnt ihr jetzt mal hören und schauen. Und eben, wir sind gleich zurück, also stay tuned und wünschen mal eine sehr gute Zeit und man sieht sich bald. Ciao zusammen. Also es läuft und ich würde noch cool finden, wenn ihr so eine kleine Introduction macht. Bruder, es ist ihr Interview, nicht unser Podcast. Aber ich meine, so dass wir auch die besser kennenlernen. Und ein bisschen so die Hintergründe für das Interview. Ricky, es ist ihr Interview, nicht ich unser weiss, Podcast. Deswegen, aber ich sage nur, das kann ich sonst weg. Okay. Du willst es einfach persönlich wissen? Eben genau, Okay, ja, voll, ein bisschen besser kennenlernen. Das ist halt so normal am Anfang. Voll. Also, ihr führt 3, 2, 1. Also, du hast noch nicht aufgenommen? Da ist am Aufnehmen, Ah, okay. ja, und da ist auch am Recorden. Ja, Voll. dann fast gut. Ja, gut. Also ich habe jetzt keine Ahnung, was ich so sagt, aber... Ja, okay, also wir haben einfach mal, also uns nimmt generell einfach Wunder, wie ihr auf die Idee gekommen seid, uns zu interviewen. Das ist mal das, was also eigentlich die einzige Frage, die ich muss geklärt habe, zuerst mal am Anfang. Und nachher können wir gerne den Spieß umdrehen und dann fragen ihr mich. Aha. Ich höre euren Podcast. Ja, das ist gewesen, ja. Und sonst, denk mal, wenn wir nachher finden, das ist cool gewesen, wir können es nachher auch als Podcast releasen. Also, du kannst so ein kleines Intro machen für die Leute, die da keine Ahnung kennen, was läuft. Oder? Aha. Das wäre einfach dann deine Adresse, hä? Ja. Also zuerst mal, hallo, ich bin Danina. Hallo Nina. Wieso? Ich bin anonym. Ja, das hat ich auch gedacht. Wir müssen für die Berufsschule halt so ein Abo-Projekt, also Allgemeinbildungsprojekt machen, wo wir halt irgendetwas machen. Mhm. Und ich singe gerne und mache gerne Musik. Mhm. Und dann habe ich gefunden, ich mache einen Song. Ja. Dann ist er neu in unsere Klasse gekommen. Und meine ganze Klasse ist so, nein, Musik nicht meins. Und ich, das Erste, was ich ihn gefragt habe, machst du Musik? Er ja. Ich so, okay, du machst mit mir Abo. Und dann haben wir halt den Auftrag bekommen, auch noch ein Interview zu führen. Mhm. Und ich habe einen Podcast entdeckt. Dann. Sehr gut. Und dann habe ich euch cool gefunden und gefunden, ja, mit denen kann man sicher machen, die sind lustig. Das klingt sehr gut. Sehr gut, jawohl. Mhm. Also was ist das? Ist das die Abschlussarbeit im Abo? Oder ist das einfach Genau. ja. Genau, das ist halt quasi... Vertiefungsarbeit. Genau, ja. Man muss halt einfach ein Thema nehmen, wo man Mhm. etwas auch lernen kann noch. Und dann muss man es dokumentieren, was hat man gemacht, wie hat man es gemacht. Mhm. Genau. Was für Schuhe machen ihr? Wie? Was für Schuhe? Was für die Schule? Also Das ich ist mache einfach- Konstrukteurin, also Genau, es ist Lehre. Berufslehre. Mhm. Und Okay. er macht Polymechaniker. Ja. Also, Alright, Genau. alright. Ja. So sind wir dann halt irgendwie da gelandet. Also wir haben uns gedacht, gut, Song machen wir sicher. Mhm. Haben uns dann mal Gedanken gemacht, gut, was für eine Richtung machen wir. Mhm. Haben festgestellt, ja, Metal finden wir eigentlich beide. War echt geil. Das ist top, ja. Und ich spiele zwar eine gewisse Gitarre und habe ein bisschen Erfahrung so mit Editieren von allgemeinen Songs und Ähnlichem. Und haben wir gefunden, ja, gut, machen wir Metal. Sehr gut. ich kann singen und Bass spielen. Und ich habe zuerst bei einer Punkband vorgesungen. Mhm. Kein Plan gehabt, was Punk überhaupt ist. Ich so zu meinem Vater so, was ist Punk? Er so, kennst du Toten Hosen? Ich so, ja, das. Ich so, okay, dann easy. Und das war bei What You. Ah, Und dann bin ich bei einer Metalband vorsingen, auch noch. Ja, so ist eigentlich meine Karriere in der Musik. du siehst dich dann im Metal etwas machen. Ich habe halt eher so sanfte Stimme, darum Mhm. nicht Gotcha. so screamen, aber ja. Ja, voll. Ich meine, es sind beides. Ja. Ja, Beides ist gut. das ist so unser Plan eigentlich. Tipptopp. Ja, auf Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an, oder? Mhm. jeden Fall, ja. Willst du anfangen? Hoffe ich, dass wir euch antworten Soll ich mit der ersten Frage anfangen? Ja. Liefern. Also jetzt brauchen wir eigentlich das gleiche nochmal von euch, dass ihr euch einfach vielleicht nochmal kurz Mhm. vorstellt. Sicher. Einfach auch, Silvan, willst du anfangen? Boah, hast du mir gerade meinen richtigen Namen gesagt? Das hat es glaube ich auch noch nie gegeben, aber macht auch schon Sinn für das Interview. Da. Ja, ich bin der Silvan. Ich habe
seit, warte schnell, 12 Jahren Band. Mhm. Die gibt es immer noch, im Gegensatz zu sehr vielen anderen Bands, wo wir schon damit gespielt haben in dieser Zeit. Ich spiele dort Gitarre. Ich tue auch Backup-Vocals machen, also ich kann ein bisschen singen und sehr gut umschreien. Und spiele in einer Punkband auch noch Bass. Und habe noch angefangen in einer neuen Band, die es noch nicht gibt, Gitarre spielen, mit dem noch Kollegen nicht, da. ja. Und was soll ich noch sagen? Genau, und ja, wir haben seit 2 Jahren den Musikpodcast zusammen, Mhm. wo wir einfach so ein bisschen über die Schweizer Metal-Underground-Szene reden. Mhm. Also absolutes Nischenprodukt, wo Voll. sehr begrenzte Höreranzahl hat. Voll. Ich bin Ricky oder Ricardo, ist mein Name. Ich spiele auch seit langem in der Metal-Szene. Ich meine, Whiteout war meine letzte Band, die wir 8 Jahre gemacht haben. Metalcore gemacht. Aber vorher habe ich noch mit Atropas spielen und bei einem nein, ist nicht Pop-Punk, Alternative Rock Band spielen namens Underskin. Ich könnte auch noch Bandnamen sagen. He? Aha, ja, stimmt. Meine Hauptband ist seit 12 Jahren Versus. Mhm. Die machen Nu Metal und kommt aus Vinti. Mhm. Und Matchbox Whispers ist meine Punkrock-Band. Mhm. Und unser gemeinsames Projekt wird dann Taoist heißen. Voll. Genau. Ja. Voll. Genau. Das lustige Fun Fact: Sängerin von Underskin ist nachher in The Voice of Germany in The Voice gewesen. Finalistin. Voll. Ja, aber sie ist ja schon die ganze Zeit überall. Sie ist- Sie hat ja bei der Schweizer Version von dem angefangen, oder? Stimmt, der Popstar-Dingsbums da. Das war es. Das Music Star geheißen. Music Star, das. Keine Ahnung, wie das heißt. Music Star hat es Music Star, geheißen, ja, oder? genau. Music Star. Ja. Das hat in der Schweiz, Nicht. das wissen die wahrscheinlich nicht, das hat in der Schweiz mal DSDS gegeben. Aha. Und das hat Music Star geheißen. Aber Mhm. ich weiss nur, eine hat die erste Staffel habe ich mal gesehen. Aber das ist auch. Es ist auch mal 2007 oder so. Das muss im Fall. Das ist länger her als 15 Jahre. Ja, voll. Aber die Band ist auch, kann ich, vor 9 Jahren gewesen. Genau. Dann haben wir 8 Jahre Whiteout gespielt und jetzt haben wir halt das neue Projekt Taoist, wo ich singe und Songwriting mache. Bei Whiteout habe ich Gitarre gespielt und Songwriting gemacht und ich habe noch ein Side-Project, Melodic Death Metal, heisst Amigo dann List und dort mache ich alles. Außer halt Gitarre und Gesang tue ich selber machen, Bass und Schlagzeug programmiere ich und eben Orchester und so tue ich auch programmieren. Ja, also du machst das schon selber, einfach halt mit einem PC. Ja, nicht spielen. Ja. Voll, ich nehme eine Gig in der Hand. Genau. Ich weiß nicht, welche Frage jetzt stellen. Also gut, dann übernehme ich das gerade so, nämlich, es hast gerade gesagt, du machst ein Songwriting. Mhm. Wie fängst du so an? Also wie kommst du auf den finalen Text? Oder Mhm. hast du irgendwie im Voraus schon eine Bedeutung oder ein Thema, das du möchtest ansprechen nachher in diesem Song? Es fängt eher mit Emotion, das Gefühl. Und oftmals weiß ich nicht, warum der Song geht, bis ich den Text fertig geschrieben habe. Und ist einfach so, es fängt immer so im Buch. Irgendwie. Mhm. Und einerseits gibt es das Instrumentale und einerseits das Lyrische. Oder? Instrumental ist wirklich einfach, ja, es fängt hier mit dem Gedanken so, ja, ich wollte etwas voll auf Fresse machen, so ein hassiger Riff. Oder Mhm. vielleicht so, ja, ich wollte so ein bisschen sad, ein bisschen so einen traurigen, melancholischen, es fängt mit dem Vibe. Oder? Es ist ein Vibe und nachher probierst du mal ein bisschen so Nudeln. Amix bist du auch 8 Stunden dran und es passiert nichts. Das ist sehr, sehr frustrierend. Passiert aber oft. Und, Ja. und Amix bist du gerade vor dem Einschlafen und es kommt dann einfach eine Idee im Sinne so wie ein Riff. So, ich so, oh, damn. Aber du denkst, in erster Linie denkst so, okay, ich will am nächsten Morgen schon noch wissen, worum es geht. Nein. In dem Moment, du musst entweder Das ist wichtig, das ist einer der Das- wichtigsten ja, Tipps, ja. die ich euch geben kann. Wenn ihr eine Idee habt Voll. für etwas, schreibt es euch direkt auf, weil 5 Minuten später ist es wieder weg. Genau. Entweder nimmst du das Handy in der Hand und tust eine Sprachnachricht machen, oder bist so gescheit wie ich und es ist einfach gerade Home Studio, gerade nebenan vom Zimmer. Kommst da hin, du hast schnell einschalten. Ich habe meine Reaper, ich arbeite mit Reaper. Ich tue meine Reaper-Session aufmachen, wo schon alles, quasi alle Chains und alles schon vor eingestellt ist. Ich muss einfach nur ansitzen, Gitarre in der Hand nehmen, Record drücken und schon ist drin. Dann kann ich schnell das aufnehmen. Es kann sloppy sein, ist egal. Speichern und ich kann ins Bett.
und nachher kannst du sie sammeln und anhand von dem, sobald du einen Riff hast, kannst du einigermaßen noch einen Song machen. Du brauchst wirklich, was ich gerne mache beim Songwriter, ist so schnell wie möglich eine Intro, Verse und Chorus machen. Und nachher der Rest kommt einfach ganz easy. Aber das ist so der Wichtigste. Und das ist mal das Instrumentale. Lyrisch, genau, einfach mal, du fängst mit der Vibe an, vom Instrumentalen nimmst und nachher versuchst du mal ein bisschen mit den Wörtern zu spielen. Oder ich tue gerne Lyrics schreiben, wo du nicht im ersten Blick erkennst, worum es geht. Jeder kann selber interpretieren, worum der Song geht, oder? Du gibst natürlich gewisse Hints und so, oder, wo vielleicht Person kann nehmen, aber ich wollte nie so Lyrics schreiben, nachher Person kommt so, ja, das geht im Zweiten Weltkrieg. Ich meine, irgendwie alle Songs haben irgendetwas mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, aber... Wie? Der muss man jetzt erklären. aber willst du nicht so in erster Linie so ich versuche nicht Names zu droppen oder Plays zu droppen oder irgend so etwas, sondern wirklich einfach so Metaphoren, Vibes. Das ist eben auch etwas, was einen Song langlebig macht. Wenn du ein Lied schreibst und du erwähnst jetzt zum Beispiel explizit, ich habe letztes Mal einen Song gehört, wo ein PlayStation 3 Game erwähnt wird. Da weißt du ganz genau, wie alt das Lied ist. Du kannst das Lied hören und sagen, ja, da geht es um GTA 3. Okay, gut. Ja, das Lied ist in dem Fall. Ja. Alt. Aber du hast ein bisschen einen anderen Approach wie ich zum Lyrics schreiben in dem Fall. Ja. Songs schreiben, sonst so instrumental mache ich eigentlich genau gleich wie der Ricky. Ich probiere irgendwie einfach mal ein bisschen auf der Gitarre etwas umzuspielen oder auf irgendeinem Instrument. Und wenn ich eine gute Idee habe, dann nehme ich die auf. Und dann kannst du irgendwie... Der Ricky hat das Glück, dass er alles selber machen kann. Ich habe so das Problem, ich habe irgendeine so eine... Du auch? Ich habe so eine Einschränkung, Alter. Wenn ich einen Song habe, habe ich eine Idee und dann läuft es bei mir gerade so lange, wie es läuft. Und dann habe ich meistens einen Chorus, also einen Refrain oder eine Strophe oder ein Intro und dann irgendetwas zusammen. Und dann habe ich so einen Fetzen von irgendwie so einem 1,5-minütigen Musikstück, wo entweder irgendwie die Mitte ist oder nur der Anfang. Und dann habe ich einfach so das Problem, dass bei mir dann einfach so, okay, ich habe das Interesse daran verloren. Und ich muss dann das mit jemand zweitem anschauen, was meistens der Schlagzeuger von meiner Band ist. Ist jetzt gerade ein bisschen blöd, weil der ist momentan ein halbes Jahr fort. Darum mal schauen, wie das kommt. Ich glaube, ich werde einfach ihn ein bisschen missbrauchen, um ein bisschen Zweitmeinungen einholen und zum das Lied weiterspinnen. Weil ja, ich bin immer sehr gut im Ideen finden, aber dann die Ideen fertig machen ist ein bisschen schwierig. Habe ich ein bisschen Mühe damit. Aber dafür gibt es andere Leute, die haben saumässig Mühe, einfach mal eine Idee zu finden, was können etwas anschreiben damit. Also was können nur schon mal das Grundgerüst aufbauen. Und textlich ist es bei mir eigentlich so, dass ich nicht unbedingt das Lied vorher schon brauche. Ich habe relativ oft einfach am Bahnhof eine Idee, dann schreibe ich mir das auf und dann kann es sein, dass ich einen ganzen Text schreibe und noch kein Lied dazu habe. Und dann das Problem habe, ein Lied zu schreiben und dann muss ich irgendwie so, ich habe noch 4 Texte und dann kann ich den da auf das Lied pappen oder... Du hast den Rapper-Approach. Ja. Ja, eher. Du hast deine Bars geschrieben, du hast deine Lines. Eher. Du brauchst einfach irgendeinen Beat und nachher kannst du einfach ja, so. Aber es ist amigs auch umgekehrt. Meistens ist jetzt momentan ist zuerst Musik. Früher, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie der Ricky gesagt hat, je nachdem, wie es dir gerade psychisch geht. Wenn du gerade nicht so gut weg bist, kannst du relativ schnell mal einfach ein ganzes Buch schreiben. Und jetzt glücklicherweise ist in letzter Zeit bin ich nicht gerade motiviert zum Songtext zu schreiben. Das ist zwar schön für mich, aber schlecht für die Band. Ja, aber es kann auch sein, wie der Ricky gesagt hat, ich habe einen Song, Alone auf der Monster EP von Eversis. Da bin ich irgendwann zur Nacht um 3:30 aufgewacht und einfach ins Büro übergerannt, Text aufgeschrieben, wo man in den Sinn gekommen ist, und dann ist es gelaufen. Dann hatte ich so eine Textzeile gehabt. Und meistens ist es dann so, dass wenn ich eine Textzeile habe, dass dann einfach aus der raus gerade mindestens ein Part vom Song gerade fertig geschrieben wird. Und dann je nachdem, wenn ich Glück habe, kann ich dann wieder in das rein und dann den zweiten Teil schreiben. Aber amigs habe ich es wirklich auch schon gehabt, dass ich einen ganzen Song fertig habe und noch für einen Teil einen Text gebraucht habe. Und das dann einfach etwa 3-4 Wochen gegangen ist, bis irgendwann etwas rausgekommen ist, was ich dann geschrieben habe und dann aufgenommen habe und dann gesagt habe, fuck this, das ist absoluter Rotz, da muss ich etwas anderes sagen. Also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe bis jetzt auch, vor allem du kannst es nicht erzwingen. Das ist das Wichtigste, was du musst
was musst du einsehen? Du kannst nicht erzwingen, einen Songtext schreiben. Natürlich, wenn du jetzt für so ein Projekt, wie ihr es macht, musst einen Text haben, hast du gut, aber dann hast du einen anderen Approach. Dann hast du natürlich Zeitdruck dahinter. Ja. Und dann hast du auch wieder Motivation, um einen Text zu schreiben. Und dann kannst du aus dem heraus quasi wie die Motivation holen, um den Text zu schreiben. Aber wenn du keinen Zeitdruck hast und einfach quasi kannst machen und gerade nicht auch irgendwie, der Ricky hat dann einfach 10 Songs geschrieben, instrumental. Und dann so, ja, ich wollte jetzt irgendwann veröffentlichen, also musst du jetzt Text schreiben. Also ich brauche immer irgendwie irgendetwas, was mich entweder extern motiviert oder intern motiviert, um etwas zu machen. Weil wenn ich gerade einfach so ins Leben hineinlebe, kommt bei mir kein Songtext zustande. Also würdet ihr so generell sagen, es geht beides. Also man muss nicht zuerst Text haben oder zuerst Instrumentals, sondern einfach, was einem zuerst in den Sinn kommt, kommt einem zuerst in den Sinn und das andere wird darauf angepasst. Yes. Sehr individuell. Also es gibt keinen richtigen und falschen Weg. Und was auch ich am Anfang mega Mühe hatte, in den ersten paar Jahren, ist, ich konnte Parts schreiben, aber ich habe nicht gewusst, wie ich die verbinden kann. Ich hatte mega Mühe gehabt, also die Connectors zu machen, oder? Nachher mit der Zeit fängst du also mit Pausen an zu arbeiten oder du hast vielleicht so quasi, es ist unterschiedliche so Techniken, die es gibt, oder auch langsam kommt es so intrinsisch dazu, dass du weißt, wie das willst du machen. Aber am Anfang habe ich habe mehr so Riffs geschrieben und habe einfach so eine Sammlung von Riffs gehabt. Und ich habe nie gewusst, wo an mit denen. Und ich habe auch noch nicht gewusst, dass du musst lernen loslassen. Weil sonst versuchst du immer den gleichen Riff in jedem neuen Song reinzusetzen und es passt nie. Ja, amigs musst du einfach auch sagen, fort, das wird jetzt nichts. Wie sind ihr zum Metal gekommen? Jetzt wird es deep. Ich würde zwar gerne Linkin Park sagen, aber das ist falsch. Die habe ich erst später gefunden. Alle haben immer zuerst Linkin Park. Ich glaube, bei mir hat es wirklich gerade angefangen mit Bullet for my Valentine. Ich habe so ein bisschen Rock und Punk gehört früher. So als 12-Jähriger. Und dann hat irgendwann in der Schule einer mir ein Lied gezeigt. So, das kannst du noch cool finden. Und dann habe ich das cool gefunden. Und dann habe ich ab Zito, bin ich glaube an jedem Bullet for my Valentine Konzert gewesen, wo in der Schweiz war. Ja, das ist, ich weiß auch nicht. Ich höre nicht nur Metal, also so ist es nicht. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, das spricht mich einfach an, wenn es ein bisschen chaotisch ist und ein bisschen laut und ein bisschen lärmig und ein bisschen hässig. So, ja, das ist so ein bisschen irgendwie, ich bin auch selber ein bisschen ein chaotischer, lauter. Also hässig bin ich nicht. Ich kann mich sehr schnell mal über Sachen aufregen. Ja. Und das ist auch wieder gut, wenn ich mich über Sachen aufregst, kannst du auch wieder gut Songtext schreiben daraus. Aber ich bin definitiv, glaube du würdest schon sagen, ich bin kein hässiger Mensch, gell? Nein. Gell, ich bin nicht irgendwie, auch wenn Leute das Gefühl haben, ich sage manchmal gerne ein bisschen laut und ein bisschen, ich bin eigentlich ganz ein Liebe. Du regst dich auf, aber du behaltest nicht nachher ewig lang. Am nächsten Tag ist es so wieder, jetzt kann es wieder. Ich reg mich auch über Leute, also über meine Kollegen oder so, ich reg mich einfach effektiv über Sachen auf. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel wieder, also viele Metaler sind ja, oder Rocker und Punk, die sind ja schon eher linkspolitisch eingestellt, aber ich könnte mich jedes Mal über das scheiß SP-Plakat aufregen, wo drauf steht, für mehr Kaufkraft, weil es geht verdammt einfach siehst du, es kommt schon wieder. Über das könnte ich den ganzen Songtext schreiben. Wenn ich muss einen Text schreiben, genau, ich gehe dann einfach wieder dorthin und dann will ich einfach mir so denken, so, das wäre ein gutes Plakat, wenn es einfach so wird schreiben, dass es Gott vertelle, die ganze Menschheit würde verstehen. Aber um das zu verstehen, musst du schon mal irgendwie fast Wirtschaft studiert haben, weil das Wort Kaufkraft ist einfach nicht im generellen Sprachgebrauch drin. So, ja, das ist so ein bisschen, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt, ja, ich glaube, es passt schon zum Metal. Ich glaube, mein Charakter passt dazu. Ja, Nein, bei mir, ich bin so 11 gewesen. Ich habe aber zuerst, Green Day, ist meine Lieblingsband gewesen. Ja, Blink-182. Voll. Okay, ich kann so schnell Bands durchgehen, wie es angefangen hat. Also ich kann irgendwie DJ Bobo hören, wie alle Kinder. Dann habe ich Cool gelost, weil das ist eine Schweizer Punkband gewesen. Das ist also cool, also die mit Q und L geschrieben. Die machen so Schweizer Songs als die haben doch Epic-Band gemacht, oder? Ja, die machen alles. Das ist so eine Fun-Punk-Band, die einfach Covers von Schweizer Klassikern macht, im Punk-Style. Dann ist irgendwann Simple Plan gekommen, keine Ahnung wie, dass das zustande gekommen ist, und Blink-182. Und dann ist es wirklich ziemlich schnell gerade absolut in Metal eskaliert. Ja, etwa so. Ja, ich habe, glaube ich, zuerst so typisch, schaust du so Zeugs von den Eltern und so Beatles habe ich mal gefunden.
Und Deine Eltern haben gute Musik gehört, Alter. Ja, keine Ahnung. Meine Mutter hat ABBA gehört und mein Vater Gotthard. Oh Gott, das ist geil. Nein, irgendwie Beatles und nachher irgendwann auf, ich weiß nicht wie, auf Green Day gekommen. Und nachher hat ein Kollege in 2005 oder so. Aber bei dir ist das nicht in der Schweiz gewesen, sondern in... Nein, in Chile. Das war in Chile, genau. Aber ich bin eben in Südamerika aufgewachsen. Chile und Peru. Nachher Schweiz bin ich jetzt seit Dezember 2011, also ich sage 2012. Und dort hat der Kollege einfach mal so wahrscheinlich damals noch was ist es gewesen, so ein, fuck, ich habe das Wort vergessen. So ein nein, es ist ein MP3-Player oder so. Und hat einfach so Dings Slipknot, I push my fingers into your eyes, wie heißt es nochmal? Duality heisst es. Duality. Und ich so wie, jawohl. Aber es ist einfach auch bei dir so gewesen wie bei mir. Einfach so ein Lied und dann so, ja, das ist jetzt für den Rest von meinem Leben das, was ich geil finde. Voll, genau. Ich meine, und nachher natürlich Linkin Park und so. Irgendwie Linkin Park viel stärker als irgendwie andere Nu-Metal-Bands. Limp Bizkit habe ich erst irgendwie 5 Jahre später entdeckt. Ja, aber Linkin Park ist auch die beste von diesen Bands. Das ist einfach gerade wo der Meteora-DVD rausgekommen ist, Mann. Das Ding ist aber, ich habe letztes Mal Meteora gehört, das Album ist eigentlich gar nicht so gut. Also, Es ist ein brutal gutes Album, aber das Ding ist, es hat so Hits drauf, es hat Faint drauf und Numb. Das sind so absolut... Und In the End ist auf dem nächsten gesehen. Aber das sind so absolute Hits und die anderen sind eigentlich nicht mal vielleicht so gut wie die zwei Ich finde Songs. von vorne bis hinten brutal geil. Und Ja, es ist auch, aber du hast, ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber es ist so da oben, so auf einer Skala von 1 bis 100 ist 80 und die anderen sind 2 Tracks in 100. Aber ich muss sagen, also bei mir ist auch nicht nur musikmäßig, sondern auch das Visuelle, wo ich so die DVDs gesehen habe, zum Beispiel Green Day, Bullet for a Bible Live-DVD, habe ich beim Kollegen daheim gesehen. Was sau cool gefunden, wie der Billy Joe Armstrong einfach seinen Arsch gezeigt hat am Publikum. Und so. Genau, so voll auf den Swag. Und dann Linkin Park mit Your Live-DVD, das ist auch sehr cool, einfach so der Vibe. Und dann habe ich so einfach vorstellen, so, fuck, ich will schon gerne eine Band spielen. Ich kann noch kein Instrument spielen, aber es wäre einfach fucking geil. Same. Ich habe gelernt Instrument spielen, während ich meine erste Band gegründet habe. Ja. Wie sind ihr zu Bands überhaupt gekommen? Alright, das ist ein guter Punkt. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Du hast eine längere Story wie ich. Weiß nicht im Fall. Meine Story ist, ich habe mit dem Luca, der Sänger ist bei Versus, bin ich in der Schule gewesen. Und er hat irgendwie in einer Schulaufführung mal singen, weil er gerne gesungen hat. Und ich kann nicht singen können. Von dem her ist das bei mir gar nicht in Frage gekommen. Und mir hat einfach immer das Scheiß gesagt, wir wollen eine Band haben. Und dann haben wir herausgefunden, dass einer von seinen Klassenkameraden Bass spielt. Und dann habe ich mir, als ich in die Lehre kam, eine Gitarre gekauft, weil meine Eltern immer gesagt haben, du darfst nicht Gitarre lernen, weil du machst auch deine Hausaufgaben nie. Ich sehe den Zusammenhang 15 Jahre später immer noch nicht, aber ist ja gleich. Aber gut, ich weiss nicht, wenn ich glaube mit 7 hätte ich Gitarre spielen, ich weiss nicht, ob ich jetzt eine Band hätte. Kannst du nicht sagen, ist ja wie gleich. Und dann habe ich mir mit 16 dort in der Lehre Gitarre gekauft. So eine richtig schlechte. Wirklich unterste Schubladengitarre gewesen, weil ich es noch nicht besser gewusst habe. Und dann haben wir eigentlich einfach so gesagt, wir gründen jetzt eine Band. Und dann haben wir einfach 2 Jahre so Coversongs gespielt. Und irgendwann haben wir eigene Songs angefangen zu schreiben. Die sind alle richtig schlecht gewesen. Es gibt noch ein YouTube-Video. Ich sage euch jetzt aber nicht wo. Finden wir dann schon noch. Ja, ich finde es schon, keine Angst. Das ist wann ist das aufgenommen worden? Im 15, glaube ich. Es müsste im 15 oder im 14. Es ist auf jeden Fall wirklich richtig schlecht. Es ist wirklich, wir haben das Gefühl, wir sind hure gut gewesen hier. Haben das angeschaut, das ist richtig schlecht. Ja, auch Publikum gehabt, immer. Ja, was völlig keinen Sinn macht. Wir sind wirklich nicht gut gewesen. Sind es nicht nur Mamis gewesen? Nein. Es ist halt, wenn du mit halt so 16, 17, 18... Nein, warte schnell. Ich habe Ende Lehre Band gegründet, also mit knapp 20, also so alt wie ihr jetzt sind, etwa im Jahr. Dann sind halt natürlich alle immer wir gehen in den Ausgang, wir müssen das machen. Und wo wir gross geworden sind, ist die Musik auch gerade relativ in gewesen. Wie alt sind 20. 21. Ja, on point. Ja, ich weiss, wie alt Leute in der Schweiz sind, wenn sie in der Schule sind. Wir sind eine von den Älteren unserer Ja, wir sind eher Klasse. älter. Aber Ich sehe nicht, wie so ab 18 Jahren sieht alles immer gleich aus bis 40. Ja, also. Ich kann das sonst schnell meine Idee bringen, dann reden wir nochmal darüber, wie alle gleich aussehen von 18 bis 40. Also ich werde immer als 14 eingeschätzt. Also. Was? Okay, nein, gut. Also dich hat sicher jemand noch gefragt, wenn du Bier gekauft hast. Homeboy, ich bin letztes Jahr an der Tankstelle gestanden. Genau.
Frisch rasiert wahrscheinlich. und hast Nein, versucht, nicht einmal. Ich reinzumachen. habe einen Kasten Bier angestellt und sie Ja. haben mich gefragt, wie alt ich bin und ich habe gesagt 30 und dann hat sie mich mega weird angeschaut und ich einfach so, brauchst du Ausweis? Und sie so, ja. Dann schaut sie den Ausweis an so, Sheesh. Das Geilste ist, wenn ich mit dem Gut Auto für dich, komme. hä? Ja, was geht? Gut ist dann habe ich Kommst sie du in ein gefragt. Auto, möchtest du den Ausweis Ja, sehen? ja. Nein, das Beste war, ich habe sie dann gefragt, wie alt ich hätte müssen sagen, dass sie es mir geglaubt hat. Und sie so, ja, wenn du jetzt 23 gesagt hätte, ist es dir geglaubt. Ja, Also, siehst du. ja. Sie hat einfach das Gefühl gehabt, ich lüge sie an, als ich gesagt habe, ich sage 30. Ja, wie sind wir jetzt da hingekommen? Was war die Frage schon wieder gewesen? Oder gut. Band. Genau, wir wollten wissen, wie wir zu Bands gekommen sind. Genau. Genau, und jetzt hat er nachher unser Alter schnell wissen und dann sind wir ein bisschen... Voll. Ja, genau. Also, Also, jetzt wisst ihr, wie es im bin ich Podcast dran ist. gewesen, oder Wir du? fangen mit dem Thema an und es landet Ja, das ist ja irgendwo. perfekt, Das ist wenn ja mein Zeit... Genau. bin ich dran gewesen, oder Du bist dran gewesen. Bin ich immer noch dran gewesen? Ja, ja. Du hast Ah, erzählt, ja. dass du 21 bist. Ah ja, genau, ja. Und dann hat es natürlich immer deine Kollegen rum gehabt, die halt einfach nichts Besseres zu tun haben am Freitagabend wie Ja, irgendwo Bier trinken. Und weil früher halt irgendwie so 2010 bis 2015 umeinander so eigentlich das Jugendkultur war, ist die Musik zu hören. Also nicht 100%, aber es ist so etwa ein Drittel von der Gesellschaft so hat die Musik gehört. Und ich bin auch an einer technischen Berufsschule gewesen, dort hat es mehr Leute gehabt, die das Zeug hören, wie mit einer KV-Berufsschule bist. Mhm. Ja, wir haben den Fäden am Laufen, ich habe Automatiker gelernt. Sorry. Ich habe jetzt gerade überlegt, bei uns niemand so Metal oder so. Nein, Eher das ist so. eher so Rap und so Ja, wirklich also- jeder... Ja, früher So, ist ich wirklich. fick deine Mutter. Das ist geil, hat sich einfach nicht Das geändert. Das hat sich Ja, ganz das ist- gut das Nein, das ist gezeigt. bei uns umeinander wirklich halt noch eher ein Ding gewesen. Ist gut. Danke. Ich glaube, wenn du jetzt so eine Party gehst, wo so Oldschool-Zeug, so Ja, was alte will schon alt Schinkenmusik, oldschool, ja. dann läuft immer noch so Paramore und Blink-182 und Sum 41 und Linkin Park und so. Also das kennen die Leute in unserem Alter auch alle, Das auch wenn läuft- sie es nicht gelost haben. Das läuft wahrscheinlich bei U40-Partys Ich meine, jetzt. ich mein, Linkin Park und Slipknot und all die Bands sind in den Charts gewesen, die sind im Mhm. Radio gelaufen. Mhm. Mhm. Und darum hat es auch immer Leute gehabt. Und ja, dann. Also ganz kurz, Slipknot ist Ja. im Radio Ja, gelaufen. nicht Ja, so. ja. nicht, die so, Dings. nicht so Radio 24. Ja, aber- Also in der Schweiz, weiß ich vielleicht nicht, aber in den USA sicher. In den USA ist das im Radio gelaufen, ja. Mhm. Krass. So in den grösseren Ländern, wo es auch so ein bisschen, sagen wir, wo es auch Rocksender gegeben hat, die sich auf die Musik spezialisiert haben, die grösser sind, ist das Weißt- Zeug alles gelaufen. Wir vergessen, was MTV damals war. Billy Headbangers Ball, Talent. Alter. Billy Talent ist auf Eben. MTV gelaufen, auf und Eben. runter. Blink-182 ist auf und Ja, runter ja. gelaufen auf MTV. Slipknot, Bullet from a Valentine, alles das Zeug ist im Fernsehen gelaufen. Voll. MTV hat früher mal eine Musik gemacht. Gott, Eben. sind wir alt. Weil es hat kein YouTube, damals hat es kein YouTube gegeben. Das ist alles MTV, gewesen, wo ist sie alles definiert, MTV. was kommt. Und es ist, also, Headbangers Ball, das ist der Sänger von Hatebreed, Alter. Das Ja, ist in den stimmt. 90ern dort im TV gewesen, fucking. Ja, ja. Einer Es von ist der- auch, Skaten ist viel mehr Jugendkultur Klar, gewesen und dort klar, ist Pennywise und alles, das Zeug ist riesig gewesen dort. der Tony Hawk im PS2, Alter. Ich meine, es ist fucking. Tony Hawk Pro Skater 2. Wenn Eben. Tony Hawk Pro Skater 2 suchst auf Spotify, kommen etwa 18.000 Playlists mit diesen Songs drin. Also ich weiß nicht, ich habe 3 Days Grace entdeckt im Ja. WWE-Game von PS2. 30 Seconds to Mars Mhm. ist auch riesig Der gewesen. ist riesig. gewesen. My Chemical Romance ist riesig gewesen. Ja. Eben. Das ist wirklich krass. Ja, früher war für Metal und so geil gewesen. Ja, Und jetzt vermischt sich wieder alles. Jetzt kommt es aber Ja. auch wieder zurück. Das ist auch noch cool. Mhm. Und ja, eben, auf jeden Fall haben wir dann. Eben, die Band gibt es bei mir immer noch. Wir sind musikalisch seitdem stetig gewachsen. Mhm. Mittlerweile kann man uns, glaube ich, auch. Kannst du uns den Leuten zumuten. Und. Ja, aber eben, das ist jetzt beim Ricky ein bisschen anders gewesen, weil die Band, die er am längsten hatte, hast du von Anfang an schon hören können. Ja, also, Also, glaube Whiteout hast du von Anfang an können hören. Oder eure Ja, erste Single ist schon stabil wir haben gewesen. eben schon Banderfahrung von anderen. Also, Eben, das habe ich gemeint. Bei dir ist es ein bisschen anders gewesen wie bei mir, weil ich habe meine erste Band gegründet und bin immer noch in der. bei mir ist weniger Und bis homogen auf- gewesen, ja. Bis auf den Bassist sind wir immer noch die gleichen Leute. Mhm. Nein, meine erste Erfahrung mit Leuten zusammen spielen ist in der Schule gewesen, in Chile. Ah, das habe ich auch noch gemacht. Also ich bin auch der Voll vergessen. Was? Ich habe in der Schule mal Schlagzeug gespielt in einer Aufführung. Jetzt heisst die Band? Wir haben einfach Aha. Schulband. in der Schule Schon, einfach ja. eine Aufführung gehabt, wo wir es ist so ein Anlass gewesen, wo wir haben unsere Text, es ist mal ein Aufsatzschreib-Contest gewesen und die Mhm. Gewinner haben jeder Klasse hat einen gewonnen und der hat nachher den müssen den Text vorlesen oder Mhm. weiß ich nicht was
Und wir sind dann dort Musik machen, Mhm. weil unser Musiklehrer absolut ein geiler Sieg war. So, vielleicht liegt es auch an dem. Unser Musiklehrer, der hat selber eine Band gehabt, der war Vorband von Queen im Hallenstadion. Hat er gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt. Das ist einfach nicht schlecht, wenn es so Hat er ist. gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt. Auf jeden Fall, der Yannick von Paleface hat den gleichen Musiklehrer gehabt. Ohne Scheiß. Ja, Ah. der ist nämlich bei uns nachher gegangen und dann auf Wetzikon. Kennt ihr Paleface? Die Schweizer Band. Ich würde sagen, ich habe es schon gehört. Aber ich könnte jetzt nicht... Ist okay, sie haben nur fast 1 Million Streams auf Spotify und kommen aus der Schweiz. Ich bin so schlecht Also, mit Tipptopp, kein Namen. Ding. 1 Million Monthly Listeners. 1 Million Monthly Listeners, ja, das Sorry, stimmt. Das stimmt. Also, sie sind so das aus der Schweiz, so gerade. Ich glaube, die grösste, Das ist die grösste Schweizer Grösste- Metalband, Alter. aktuell größte Schweizer Metalband, ja. Definitiv. Ja, voll. Grösser als Insane. Elevati. Und wir kennen sie nicht. Grösser als... die kenne ich. Die Elevati kenne ich. Ja, aber es ist easy, aber es ist, auch wirklich, also es ist wirklich unnötig hässige Musik. Ja, also, voll. wenn du nicht gerade so voll drin bist, in diesem absolut hässigen Zeug drin, Mhm. dann ist das nicht so wichtig, wenn du es nicht Ja. kennst. Dann wird es dir auch nicht gefallen, aber ist ja gleich. Auf jeden Fall, Spätestens mit 30 kommst du in der der Musiklehrer hat uns einfach beigebracht, der hat uns einfach allen den Grundbeat auf dem Schlagzeug beigebracht. Aha. Und durch das habe ich dann irgendwie können dort ein bisschen Schlagzeug spielen. Und dann haben wir auch mal kurz dann später einen Musiklehrer gehabt, der glaube weniger gekifft hat. Ja, sorry, du bist ins Schulzimmer runtergekommen und ich habe immer das Gefühl gehabt, du stinkt einfach. Im Nachhinein, seit so mit ein bisschen mehr Lebenserfahrung, muss ich sagen, der Brüder hat einfach jede Pause gekifft. So gut. Und dem hast du auch können sagen, sie können sich also etwas auf dem Schlagzeug vorspielen und dann hast du eine Stunde lang können den machen, weil er einfach Wie ist abgegangen mein ist. Lehrer aus? Ja, das ist geil. Sehr gut. Wie heisst dein Musiklehrer? Also wir haben keinen Musiklehrer, okay. sondern unseren Hauptlehrer. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Tipptopp. Nein, auf jeden Fall, dann durch das habe ich quasi schon mal angefangen, so ein bisschen Musik zu machen und dann hat das natürlich sicher geholfen für den Rest. Mhm. Also das Schweizer Bildungssystem ist vielleicht auch ein bisschen schuld daran. Mhm. Ja, aber ich bin der komische Kind, wo also ich habe akustische Gitarre, also mein Bruder hat mit Gitarre angefangen, bevor ich angefangen habe und nachher hat er aufgehört und ich so mit 12 habe mal seine akustische Gitarre genommen, habe so einen schwarzen Filzstift genommen und einfach schwarz angemalt. Das ist verdammt gestunken, ist als Gitarre. Und ich habe einfach, ich habe ein paar Mal so probiert Unterricht zu haben, aber ich so jedes Mal, ja, kannst du mir Slayer zeigen? Und ich so, Bruder, du hast eine akustische Gitarre. Nein. Und ich so, ja, obwohl, ein Lehrer hat mir Metallica, wer war es? Fuck, ich habe den Songs Ballade von Metallica. Ja, voll. Nothing Else Matters. Nein, älter. Ja, ich weiß welchen. Der alle auf der Akustikgitarre spielt. Keine Ahnung, wie er heißt. Ja, voll. Ich weiß jetzt auch nicht, welches. Ich habe Metallica schon lange nicht mehr gehört. Ja, glaube ja. Ja, ich Ja, kann was auch auch nicht mehr nachspielen. Voll. Fade into Black. Fade Ah. into Black? Keine Ahnung, Alter. Ja, das ist jetzt peinlich. Eine Sekunde. Es ist Stairway to Heaven von Ja. Led Zeppelin. Ja, das hast du ja. Aber ich glaube, es ist Fade into Black. Wenn ich mir nicht irre. Ist es One gewesen? Nein. Auf jeden Fall, der Ricky hat Akustikgitarre gespielt. Fade into. Nein, ist nicht. Doch, Fade to Black. Fade to Black heisst. Und er hat mir gezeigt, der Lehrer, aber ich habe schnell aufgehört mit Unterricht. Und nachher habe ich einfach in der Pause, in der Schule, immer meine Gitarre einfach wieder einfach etwas probiert. Alle haben mich gehasst. Also ich Bruder, was machst du? Und kannst nicht irgendwie Oasis spielen. Und ich habe einfach irgendetwas gemacht. Und irgendwann haben wir angefangen, im Gang, in der Pause, einfach mit dem Schlagzeug, ich weiß nicht, woher wir ein Schlagzeug hatten, ein Bass und eine Gitarre, und haben einfach so gespielt, jammed, ein paar Mal. Und, ja, Ein Bild auf jeden Fall. ja, also, das ist einfach etwas. Also Und du hast es eine ist- HC-Band gehabt, bevor du Das- gewusst hast, das was HC ist. Ja, das ist auch eine Waldorfschule gewesen. Also es ist wirklich no rules applied. Also es ist wirklich. Und dann, aber meine erste richtige Band ist in Peru gewesen. Die hat Traitor geheißen. Wir haben Sauguter Name. voll. Das ist ein cooler Name gewesen. Und nachher, wir Der Name haben ist immer das Wichtigste. wir haben so Covers gespielt. Wir haben Megadeth gespielt. Wir haben, glaube Slayer, Avenged Sevenfold und so Zeugs gespielt. Und ich habe sogar gesungen, Mann. Voll. Aber es ist lustig, weil wenn du in der Schule spielst, immer so wie alle haben immer so, finden so, oh, mega cool und so.
Nachher nach der Schule finden sie wie alle nicht so gut. Und dann das gemacht. Weil in der Schule haben alle keine Ahnung und finden es mega gut. Und nachher kommst du aus der Schule raus und nachher kommst du zu Leuten, die eine Ahnung haben und die haben dann das Gefühl, so, boah, sie sind einfach so eine Schülerband. Ja, voll. Nein, und dann bin ich gar nicht so 13, 14 gewesen. Wir haben sogar einen Gig gehabt für den Kindergeburtstag. Wir haben einfach so Covers gespielt. Ich habe nicht so Raining Blood gespielt. Ja, das ist lustig. Ja, also pretty much. Pretty much, ja. Das sind coole Eltern gewesen, die vom Kind. Und immer so, dort ist auch in Peru ist meine erste Erfahrung gewesen mit so die Pay-to-Play Verkauftickets Pyramid Scheme. Weißt du, die wir gut kennen. Und seitdem habe ich also wahrscheinlich das heisst auf gut Deutsch einfach, du musst zahlen zum Konzert spielen. Genau. Es gibt mega viele so Organisationen, die so dir mega viel versprechen und nachher musst du ihnen Tickets abkaufen und nachher musst du Tickets selber wieder verkaufen. Genau. Und dann musst du das Geld, das du gemacht hast, reingeben und sie geben dir dann Gage. Also ja, voll genau. Völlig es gibt viele, passt auf mit den Sachen. Wir sind immer noch bei Ihrem Interview, nicht beim Podcast. Ja, genau, Entschuldigung. Nur, dass wir es nicht. Voll, nein, aber dann, in Peru habe ich die Band gehabt. Wir haben einfach Covers gespielt und ich habe nachher erst, also ich bin von Chile nach Peru und nachher nach Deutschland mit 16. Und dort habe ich so meine erste Erfahrung gemacht mit der europäischen Metal-Scene, wo ganz anders war wie in Südamerika. Weil in Südamerika es hat nicht wirklich, also mindestens in meinem Alter, nicht wirklich so Scene gegeben. Und in Deutschland habe ich so, wir haben so einen alten Bahnhof probiert, wo es so, es ist so ein verlassener Bahnhof gewesen. Und einfach so Büros gehabt, wo sie einfach nachher eine Band vermietet haben. Und einfach so wie, keine Ahnung, in Osnabrück. Und so 30 Räume, die einfach mit Bands voll sind. Und es ist recht cool gewesen. Hast du gesehen, so, was Leute können, so gemischt zwischen Musikern, so der Bassist spielt da Bass, der spielt da Gitarre. Das mega nice gefunden, also voll in das verliebt. Ja. Right. Ja. Meine Frau kommt, glaube ich, noch nicht. Nein, und dann habe ich gefunden, dort habe ich eine Band gehabt, die hat, wie hat die geheißen? The Reverse Side of Falling. Ja, so ein 2011 Eine weniger gute Band, einmal straighter. Ja, voll. Ist so einfach und das war spannend, weil die Band hat auch so angefangen, ich bin in der Schule gekommen. Ich habe nicht wirklich Deutsch, also ich habe Hochdeutsch in der Schule gelernt, aber so wie da, wenn du Französisch lernst und plötzlich landest du in Frankreich und ich so wie, what the fuck? Und genau so bin ich gewesen. Und ich komme an, so der Latino-Bub mit 16, habe noch kein Bart und habe noch lange Haare gehabt. Und du hast richtig schlimm ausgesehen. und ich so wie, kein Plan. Aber nachher, ein Bruder in der Klasse hat Bullet gelost und er hat Schlagzeuger gewesen. Und ich so, ja cool. Ich verstand Core halt nicht, aber ich spiele Thrash Metal. Also ich habe gefunden, ja easy, jammen wir zusammen, oder? Und nachher haben wir eine Band gestartet. Ich weiß nicht, wie wir die anderen Mitglieder gefunden haben im Fall. Aber ich habe Gitarre gespielt als Thrasher. Er ist halt so ein Core-Brudi, aber so Radio-Core, so Bullet halt. Nachher wir haben so einen Deathcore-Sänger gehabt. Und so unser Metalcore-Gitarrist. Nein, also du kannst gerne das jetzt bleiben, aber lass das. So. Und Nala, benimm dich. Nein, komm jetzt. So. Du bist nicht Gäste sexuell belästigen. Das geht nicht. Ganz genau. Nein, und dann So. und dort war mein erster Encounter mit Breakdowns, weil ich keine Ahnung hatte. Ich so wie ein Thrash-Metal-Bruder und ich so, ja, kannst du einen Breakdown spielen? Ich so, wo ist das? Ja. Und Deutschland war die Erfahrung gewesen. Und dort habe ich angefangen, einen Song zu schreiben. Also so grottenschlecht. So richtig. Macht keinen Sinn. Und nachher, da bin ich nur ein Jahr gewesen, nachher bin ich in der Schweiz gekommen. Und dann, lustigerweise, weißt du, welche ist eine der ersten Bands in der Schweiz, die ich gefunden habe? Save Last Breath auf Facebook. Habe ich damals gefunden. Und ich fand so, wow, die machen stabile Sound. Weißt, ich bin immer so ein Scene-Nerd. Ich wollte wissen, welche lokale Bands es gibt, was sind die grossen Players. Weil du kannst dich zwar inspirieren von grossen Künstlern, aber ich inspiriere mich am meisten von die Bands, die in der Umgebung sind. Du siehst auch, wie weit du kannst kommen, wenn du von da bist. Also es inspiriert mich immer mehr,
Also anhand von Schweizer Bands siehst du, dass man gar nicht rein so kann. Ja. Das ist sehr wahrscheinlich einfach so zu Metal Server kommen, oder? Ja, genau. Weil du halt eben das so oder so schon gerne gemacht Absolut. hast und jetzt machst du halt im Podcast-Format, dann sehen es andere, man kann es auch selber nicht mehr machen. Wir haben Metal Server schon vor 2 Jahren im Ebri gemacht. Aber ich meine, das ist einfach besoffen um 2 Uhr am Morgen über Silent Circus am Schnurren. Halt damals, wenn ihr es noch nicht kennt, aber genau das habe ich gemacht. Und eben genau nachher bin ich da gekommen und da habe ich mal einfach in Facebook-Bands gesucht. Und es hat sogar eine schlechte Page. Finde Musiker oder irgendetwas. Es gibt eine in der Schweiz, wie heisst die? Musiker. Find my band? Genau die. Oder Bandbody? Oder Bandmensch? Ja, die ist mal im 2005 programmiert worden und nie updated worden. Aber in Facebook habe ich damals noch Atropas gefunden. Dann haben wir Atropas mit dem Mahmoud von Atropas geschrieben, habe ich dort können spielen. Unglaublich. Nala. Chills. You go to air jail. Sorry, genau. Voll. No, und so einfach immer so hin und her kommt und nachher einfach fängst du die Band, spielst die nachher halt, ich bin einfach meinen Sound noch am Suchen gewesen. Also ich habe wirklich eine Metal-Death Band gespielt, Metalcore, Alternative Rock, ja voll. Und irgendwie nachher habe ich meine eigene Band gestartet, Whiteout, 2016 dann. Und die haben wir jetzt dieses Jahr eben aufgelöst. Und jetzt fangen wir halt Taoist neu. Ja. Aber es ist so eine interkontinentale Story von. Einfach gesagt, bei dir geht es ein bisschen länger als bei mir. Ja, voll. Aber ich habe aber schon in Peru auch so Locals gesucht und geschaut, was es in der Umgebung gibt. In Chile, glaube ich, noch nicht. Und damals hast du nicht einmal Instagram oder Facebook gehabt. Ich musste einfach so Forums suchen und Zeugs. Aber ich habe immer so die Liebe für die Local Scenes gehabt. Ja. Voll. Interessante Story. Ja. Über viel von der Welt zu sagen. Das Problem, wenn du mit Leuten ein Interview machst, die einen Podcast haben. Ja. Die reden gerne. Ja, ich meine, das ist ja gut. Ich meine, wir wollen ja etwas erfahren. So erfahren wir zum Teil sogar mehr, als wir wollen wissen. Also, das ist eigentlich perfekt. Nein, ich habe nämlich nur schon mal, wir haben ja letztes Jahr auch Bands interviewt und ich habe mich göttlich darüber aufgeregt, wenn Bands einfach so, ja, ich habe eine Frage gestellt, ja, du hast sie beantwortet, aber hättest du vielleicht auch einfach ein bisschen mehr können sagen, wie das so gesagt die hättest. Leute, die mit Ja, Nein. Genau. Ja, genau. Du stellst eine Frage, die offen ist, könnt ihr eine Stunde schnurren. Ja. Schau dich erwartungsvoll an, was ist die nächste Frage? Aha, genau. Also, ja, abgehandelt, genau, was ist das nächste? Ja. Und dann hast du halt die Brüder, die einfach stundenlang schnurren. Du kannst eine Frage stellen und erzählen und du weißt dann schon. Amigs in den Interviews musst du so plötzlich überlegen, so, oh shit, eigentlich sollte ich etwas sagen. Eigentlich sollte ich mal intervenieren. Ja, ist gut, einfach sind wir ruhig. Was haben Sie sonst noch? Das sind voll alle Fragen. Ja, also wir haben jetzt, durch das halt immer ein bisschen abgeschweift ist, jetzt hat es halt wirklich eigentlich viele Fragen, die wir eigentlich noch hatten, automatisch wie so ein bisschen geklärt. Sehr cool, ja. Geil. Ja, voll. Ist sonst noch irgendetwas, was gerade rausgekommen ist, wo er noch irgendwie wieder so... Wir haben eine Frage drauf mit so Smiley. Ja, voll. Nämlich haben wir uns überlegt, Gitarre habe ich mir jetzt als Interface gekauft, kann ich einigermaßen gut aufnehmen und alles. Erzähl mal oh ja, jetzt kommt es, jetzt geht das 3 Stunden mein noch. Setup, also mein Setup, das ist, es ist gefährlich näher als im ersten. Also Gitarre ist wirklich, das ist Frechheit, das ist absoluter Müll. Erzähl Also, mal, was für eine Gitarre? Irgendein Fender, irgendwas. Alright. Also ist so eine, wird als Anfängergitarre eigentlich sogar eingestuft. Ich kann nicht, was hat die gekostet? Mit dem Verstärker zusammen habe ich glaube 160 gezahlt oder so. Alright. Also die ist wirklich, das ist absolute Frechheit. Hast du aus dem Migros? Ich habe meine aus dem Migros gehabt, aus dem M-Electronics. Also ganz ehrlich, ich habe sie von ihm abgekauft. Ah, okay. Und das ist so das Gotti von der Schwester. Und hat halt ein Kind gekauft, weil der hat gesagt, ich möchte Gitarre spielen. Ist ja nicht so ein motiviertes Kind, das ist so ein Kind, das sagt, ich möchte das, bekommt alles. Und findet dann, gut, einmal gespielt, leidet auf die Seite, spielt nie mehr. Und dann hat sie halt gefunden, ja, ich muss es loswerden. Und ich fand, ja, wohl, nimm mir, was willst du. Und dann hat sie gefunden, 160. Und ich gefunden, für Gitarre. Ja, für die Gitarre und Verstärker. Und dann hast du gefunden, so, okay, gut. Das ist solid, kann man machen. Ja, also ganz ehrlich, wenn man jetzt mit einem guten Interface, einem anständigen Kabel und nachher noch ein gutes DAW benutzt, dann ist... Ja, Details, Bruder, Details. Ja, dann kannst es tönt fast schon gut. Ja. Plugins, die ich habe, sind zwar auch eher alle so... Es ist meistens nicht, Gitarre kann auch schäbig sein. Es ist ja nicht, also die Gitarre macht den wenigsten Teil vom Sound aus. Voll. Erzähl mal, was für Interface? Das ist ein Scarlett. 2.2. Oder Solo? 2 i2 irgendwas. Also 4. Generation auf jeden Fall. Warte mal auf.
1 Minute. Alter, die machen mich fertig. Limbo. Sorry. Das war gar nicht deine Frage, die du gestellt hast, gell? Wir haben die Frage noch nicht mal gestellt. Eben, die Frage ist gar noch nicht gestellt worden, Aber wenn ich das richtig im Kopf ich habe. finde das cool. So. Muss ja nicht so stockmäßig einfach Interview machen. Nein, nur, dass wir es nicht vergessen. Ja. Ich kann das Wichtigste haben wir Das jetzt. Wichtigste ist das Smiley, das hinten dran ist. Ja. Also, DAW. Genau. Fruit Loops. Jack! alright. Aber gut. Es ist eine Sünde, wo ich vor Ewigkeiten da bin ich noch nicht so Metal unterwegs gewesen, sondern eher so Avicii-mäßig. Das Ding ist, Ja. der Ricky hat zwar vorher gesagt, es ist völlig egal, was du machst und es gibt keine Regeln. Er hat aber sich selber so viele Regeln aufgesetzt. Von dem her, mach, was du gut findest. Wenn es für dich funktioniert, dann läuft es. Ja, voll, genau. Das ist schon so. Weil ich brauche auch eine Software, wo er das Gefühl hat, es ist scheiße. Und ich sage, Aber- ich arbeite aber gut damit. Von dem her Fruit funktioniert Loops es. ist sogar besser als die. Fruit Loops benutzt Vodio sogar. Was? Hast du Crazy. wirklich Ja, das das Gefühl gehabt, Vodio macht irgendetwas Das ist halt nach der Norm? blindenfreundlich. Okay, guter Punkt. Ja, das stimmt. Ja. Also, Also, am und Schluss als kommt es sonst- nicht drauf an. Und auch Nein. sonst Ja. haben sie das Gefühl gehabt, Vodio macht irgendetwas nach der gesellschaftlichen Also Norm. man muss sagen, Fruity Loops heutzutage ist auch anders als vor 2 Jahren. Das stimmt. Es hat sich geändert. Das Krasse ist halt Plugins. Die Plugins, die ich jetzt draufschmeißen kann, könntest du wahrscheinlich auch draufschmeißen bei dir. Mhm. Also am Schluss, so der Unterschied ist ja wirklich so groß zwischen diesen Programmen. Ich glaube, es ist ja mehr Präferenz, wo was ist, wie es Absolut. aussieht. Also ich glaube, für gewisse Funktionen, die Basics, da differenziert sich nicht viel. Nachher halt, wenn du mehr ins Detail gehst und so, dann Ja. gibt es Funktionalitäten, wo halt... Fruity Loops ist super für elektronische Musik, oder? Auch wie zum Beispiel... Ich habe jetzt vergessen den Namen vom Dings. Wie heißt der andere für elektronische Musik? Es ist... Aber ich bin halt ein Reaper-Mensch. Sonst Meinst du das, was alle Bands brauchen? für live... Das. Cubase. Nein, nicht Cubase. Es gibt andere für elektronische Musik, wo so viel gemacht ist. Aber ich habe es nachher Müsste jetzt auch nicht. voll. Du, wir sind ja Metal, wir sind nicht elektronisch. Voll, Ich genau, bin ja, krank von Aber dem ja, ganzen Zeugs. Und was für Plugins brauchst du für so Gitarre und so? Das ist gratis. Mhm. Emissary. Ah, das ist schon gut im Fall. Das kannst du wirklich Geiles Mhm. machen damit. Ja. Ich habe halt schon, es hat ein paar, die ich gefunden habe, das wäre eigentlich schon noch geil. Mhm. Aber eben, es ist ein VA-Projekt und Ja. Ich meine, wenn du heute Free Guitar Plugin suchst, im Fall, es gibt ein paar richtig heftige. das Odin 2 wäre aber auch noch geil gewesen. Aber dann müsstest du halt nicht selber spielen, sondern programmieren. Odin kannst du auch über die Gitarre nehmen. What? Mhm. Ah, nicht gewusst. Gut, ich weiß, was du heute Nachmittag machst. Du Nein, brauchst einfach nur ein gutes IR, dann ist gut. nein, weil der Odin, den habe ich gebraucht zum... Also ich habe auch meinen Drummer gegeben zum Programmieren. Und der hat integrierte Sounds und dort kannst du drauf spielen. Also, wenn ich es jetzt gesehen habe, Odin kannst du halt einfach jetzt bei Fruit Loop, Mhm. ich weiß nicht, ob es Ja. bis bei dir aussieht dort, aber ich kann es einfach nur auf die Spur, wo du den Input drin hast von deiner Gitarre, Mhm. schmeiß es drüber, Spannend. drüber noch ein Gate, logisch, weil Mhm. sonst hast du ja Mhm. ein neues bis am Bach Ja, runter. ja. Dann haust du rechts Odin rein, nachher irgendwie ein IR, Mhm. was auch immer, Marshall, was du lustig Ja, hast. voll. Wir sind so stur lächelnd und winken, Männer. Ah, Und du fährst einfach deine ganzen Plugins untereinander rein und dann kannst du tatsächlich mit Odin auch einen Sound produzieren. spannend, das habe ich nicht gewusst, ja. Cool. Du kannst ausprobieren. Aber Odin war zu teuer gewesen jetzt für ein Mhm. VA-Projekt. Vielleicht irgendwann später mal. Ja, oh, den habe ich cracked abgeladen. Ups. Ja, schieb mal über. Ricky, du kannst nicht in das Mikrofon rein deine kriminellen Hintergründe. Nein, aber der hat nur geholt zum Ausprobieren. Und am Schluss habe ich nicht gebraucht. Mhm. Ja. Sagen sie immer. Dann hast du es gekauft, nachher aber gemerkt, dass das gut ist. Aber Ja. mittlerweile sind alle Plugins, die ich habe, legit. Außer Odin. Ja, Cool. Aber ihr habt gesagt, ihr zeigt uns den Song. wir sind noch Sie hat noch eine Frage zu dem Ganzen. Ah, Entschuldigung. Da kommt noch eine Frage raus Das eigentlich. ist eigentlich die Grundfrage, die wir da jetzt geändert Alright. sind. Du bist dann Alright. einfach reingerätscht, Genau. und, oh mein Gott, er produziert Sachen. Jetzt Sorry. muss ich. Jetzt ist dir sicher aufgefallen, von wegen Mikrofon ist nie etwas gekommen, oder? Wir haben keins. Wir haben kein Gescheites. Mhm. Wir wollen fragen, ob vielleicht ihr parat wäre, dass wir, wenn wir es dann haben, alles ready haben,
Was Was man meine denken ich das da gewesen? Ja, genau so, weißt du, könnten wir dann echt? Ich überlege, weißt du was? Du und du willst den kleinen Gesang machen, gell? Mhm. Alright, nimm den mal mit. Ja, Ja, könnten wir zurück. mitnehmen. Hast du einen Mikrofonständer? Also was ist das für eins? Das habe ich noch Nö. nie Das gesehen. ist so ein MK4. Ich habe schon bei dir Krass. aufgenommen. Ich habe das Ding nie gesehen. The more you know. Dann kannst du den auslehnen. Mit dem Ständer. XLR-Kabel hast Das ist das, was auf dem Focusrite hinten dran ist, gell? Ja, ja, ich gebe dir so Scheiße. das ist das, was wir da haben. Das weiß ich tatsächlich nicht. Warte. Also vorher habe ich halt wirklich, wenn ich aufgenommen habe, irgendwie... Ich habe noch ein Klavier daheim. Du, Breakdown of Sanity hat ihr das erste Album aufgenommen, indem das der Sänger in den Laptop eingeschraubt hat. Perfekt. Ja, gut. Anscheinend. Ich glaube es zwar immer noch nicht, aber das merkt... Für Demos. Nein! Ja. Sie haben uns doch im Podcast gesagt, dass sie das Album so aufgenommen haben. Also Ja, gut, ich habe also- so meine Songs mit Bandlab aufgenommen. Heutzutage hast du einfach so viel Zeugs. Ja gut, aber Bord zum schlägt niemand. Ein Ja. Mikrofon mit im Raum und einfach irgendwo anstehen, mal ein bisschen Ja, gut. Black Metal ist sowieso... Das ist eine Fall wilde für sich. Zeit. Das ist eine wilde Zeit gewesen. Mittlerweile ist sogar Black Metal schon gut produziert. Ich weiß nicht, wo das hier geht. Ja, also irgendwann ist alles Qualität. Ricky, was machst du? Voll. Also, Hauptsache redest du ins Mikrofon, ja. Ist falsch. also der ist eben ein Kondensermikrofon. Den habe ich schon lange nicht mehr gebraucht. Für den brauchst du eben den 48 Volt, also den Phantom Power. Oder? Aha. Da hast du so ein Knöpfchen auf dem Ja, voll. Focusrite. Weil du hast eben zwei Mikrofonarten. Du hast dynamisch, wo du einfach einstecken kannst. Und in der Regel sind sie weniger sensibel. Die sind eben sensibler mit dem Phantom-Speisung. Dafür sind sie mehr gut für so leichte kleine Stimmen. Also wichtig, dass sie so sensibel sind. Mit denen kannst du ASMR Brauchst- aufnehmen. Genau. Danke. Was wichtig bei dem Was du ist, auf du YouTube brauchst einen durchstarten. Popschutzfilter. Um die Windstöße. Vom- Genau, die tut so die streuen, so dass es nicht direkt übersteuert. So. Keine Ahnung, was da mit den Spinnen passiert ist. Das ist einfach, weil die so sensibel sind, wegen vom Mhm. Tonspeisung, dass sobald du auf den Boden klopfen, würdest du gerade hören. Es wird gerade da. Deswegen, das sollte eigentlich nicht gelöst sein, keine Ahnung, was da passiert ist. Aber solange der einfach so hebt, ist gut. Und du brauchst jetzt XLR-Kabel. Ja. Ich kann da irgendwo. Ja, rechts hängt eins. Am Ecke rechts. Da. Das ist Nein. links. Genau, da haben wir einen Ich habe auch XLR-Kabel. links-rechts-Schwäche. Genau, dort tust du nachher einstecken im Focusrite rein, Mhm. beim Mic-Eingang. Und weißt du was? Als zweite Option nimmst du mal den da. Tschüss. Right. Das ist der Rode Podcaster, glaube ich. Podmic, genau. Der ist dann ein dynamischer. Schon. Voll. Der ist so wie. Eigentlich ist es ein Radiomikrofon, aber zum Beispiel der, den wir am meisten im Metal brauchen, ist auch ein Radiomikrofon. Das ist Shure SM7B. Mhm. Der ist eigentlich ein Radio-Broadcast-Mikrofon gewesen. Der hat aber eigentlich Michael Jackson genommen, zum Thriller aufnehmen. Und alle Metal-Sänger haben den genommen. Kannst du mal vergleichen, Mhm. wer zu deiner Stimme am besten passt. Ich bin ein Fan von dynamischen, aber will ich schreien und singen. Mhm. Aber für das Gesang ist auch der sehr cool. Kannst du ausprobieren, könnt ihr mal auslernen und nachher am Schluss von der Arbeit einfach zurückbringen. Ja. Wenn wir das als Konzert Das ist sehen, mehr als dann- erwartet, ja. Ja, ist gut. Du, wenn wir schon so ein cooles Bild bekommen, ich will schnell sagen. Es ist vor allem auch nicht so, dass der Ricky das Teil in den letzten 4 Jahren angelangt hat. Ja, voll genau. Also Wahrscheinlich. der ist habe ich sicher seit 6 Jahren noch angelangt. Und dann haben wir gesagt, sehr cool, willkommen. Und dann rein. Merci mal, gell. Ich finde es wunderschön. Das nachher dort mit ja aufhängen. Oder wer ist das dort hinter dem... Das ist der Dings. Ah ja, Der fuck, Name. dein Man-Crush. Mein Name ist, genau. Aha. Der Danny Brown. Habe ich unterzeichnet bekommen. Ist er sogar? Er ist sogar. Ja, weil das ist von Mainland gewonnen. Ich hatte ja die Idee. Nein, ich habe mehr wegen Brown.
dummen Witz gemacht. Also, warte. So, das ist Ich krass, habe Stevie dort. Wonder. Meinst du, Stevie Wonder hat gewusst, dass er schwarz ist? Nein, ich glaube es nicht. Ist schon scheiße, dass er blind ist, aber wenigstens ist er nicht schwarz. Das hat er Ja. selber gesagt. Ja. Ja, kannst du nicht den Black Racist Skit von Chappelle Show? Es halt. Nein. Es ist einfach, du hast das Mikrofon in der Hand. Ich bremse dich jetzt einfach schnell aus, das können wir nachher diskutieren. Probiert aus. Ja, Ja, vielen Dank. voll. Wir haben schon im Sinn so einen Teil, also ich, wenn ich so einen Schrei mache, so einen typischen Mädchen-Schrei. Mhm. Einfach so einen Breakdown. Das ist gut. Geil. mäßig. Ja. Mal probieren. Wir sind momentan so ein bisschen in der Stage halt. Beide machen so ein bisschen etwas. Also eigentlich, du hast ja gesagt, normalerweise machst du das Instrumental Mhm. und nachher Text und alles. Wir machen das halt parallel zueinander. Mhm. Also ich halt einfach, wenn ich mal zwischendurch Gitarre spiele, Mhm. hänge ich sie einfach im PC ein, Ja. drücke einfach mal auf Aufnehmen und Mhm. dann einfach alles, was ich gemacht habe, ist halt einfach irgendwo aufgenommen. Das ist sehr gut. Das Und ist, dann, Wenn du eine gute Idee hast, hast du die nicht verloren. Genau. voll. Das ist mir auch schon aufgefallen, ich habe, als du gesagt hast, unbedingt sofort aufschreiben, habe ich gerade so gedacht, so, das kenne ich von irgendwoher, ich habe glaube ich auch schon mal etwas wieder vergessen. Mhm. Ich bin irgendwie in der Schule in den Sinn gekommen, das wäre doch noch geil. Die haben angeguckt, scheiße, wie ist es gewesen? Mhm. Das Ja. ist in der Schule noch plötzlich. Ich muss schnell aufs WC. Nein, das ist auch etwas, was wir eben nicht angesprochen haben. Weil wir haben jetzt auch mega auf wir selber arbeiten sehr viel alleine beim Schreiben. Mhm. Aber es gibt auch die Situation, wo ich mit der Band selber im gleichen Du Raum stehe. schaffst sehr viel allein beim Schreiben. Ich nicht. Ja, du hast ja Ich den komme mit der Drummer noch, Idee gell? und dann gehe ich Ja, eigentlich gerade ja. ziemlich schnell im Bandraum. Genau. Eben, im Bandroom schreiben ist nachher Was die jetzt andere einfach Variante. schwierig wird. Wir haben es auch mal mit der Band zum Beispiel probiert und es ist sehr cool. Und es kommen komplett andere Sachen raus. Ich habe aber das Gefühl, es kommt auf die Musikrichtung drauf an. Ja, voll. Ich glaube, so bei so technischer Musik ist es eher so, dass die meisten Leute, dass es einfach einer schreibt und die Mhm. anderen machen es. Ich kenne den Mhm. Architects Band. Architects, ja. Das ist auch alles fertig, Mhm. bevor sie das erste Mal zusammenhocken. Voll. Also, ich Voll. Wunder, was hört ihr eigentlich für Bands? Was ist so eure... Also quasi eigentlich, ja gut, wir können es eigentlich gleich machen wie ihr, wo wir so ein bisschen erzählen, wie wir da noch Ja, sind. genau. Ja, fix, das ist eigentlich gut. Also es ist bei mir eigentlich von Anfang Es an so war gewesen. einmal. Ja, also wirklich jetzt kommt auch die Story des Jahrhunderts. Ich bin halt aufgewachsen mit Zeugs wie Metallica und Yes. solchem Zeugs vom Mhm. Vater her. Mhm. Also wirklich andere Kinder, wenn sie mit dem Vater immer keine Ahnung, in Europapark sind oder so, Mhm. haben so Zeugs gelesen, wann halt im Radio gelaufen ist. Ja, Ja, bei uns ist Rammstein, Metallica, geil. alles quer durch, Judas Priest, wirklich Mhm. alles durchgelaufen. Hey, aber dann werden unsere Kinder, dann werden Kinder mega verzogen und nicht gut und Satan. Das kann nicht sein. Ja, ups. Ja, auf jeden Fall so hat es dann halt so angefangen. Das war dann so der Anfang gewesen. Also ich habe schon immer so ein bisschen etwas in diese Richtung schon gekannt. Mhm. Und dann ist es lang wieder so eben so Fruit Loops. Avicii. Ableton hat es geheißen. Ableton, das ist Ah, ja, der das andere. brauchen wir. Also der Domi braucht es, ich brauche es Ja. nicht. Ich bin nicht mit dem Laptop. Ich diskriminiere Auf der nicht Bühne mehr DAWs. Ich muss reifer werden. Ich sollte nicht mehr. mein Bild von DAWs ist auch vor 2 Ich habe Jahren aufgehört, Breakdown of Sanity haten. Hä? Ja, Also ja, voll. hated habe ich sie eh nicht, aber ich kann Nein, ich kann auch, wenn ich von DAWs rede, wenn ich Fruity Loops höre, ich denke an Fruity Loops von 2013. Das ist auch etwas. Ist Fruit Loops nicht so ein, ist doch irgend so eine Cerealie. Auch? Oh. Auch, ja. ja. Der Musik machen wird sicher Ah. wild. Nein, erzähl weiter, sorry. Kannst du einen Shaker brauchen. Da voll wir wieder mehr so Avicii-mäßig so Mhm. unterwegs gewesen, also Electro-House-Zeugs. Mhm. Und dann bin ich in die Lehre gekommen. Mhm. Und jetzt der Kollege von dort, der ist jetzt auch in einer Metal-Band, Schweizer Band, Jetzt haben wir. Ophelia's Eye. Weißt du, ob ihr das kennt? Let's go. Welcher Ja, Brudi? Der Neue, Der neue ist er der Drummer. der Drummer. Alright, Genau. alright, ja. Bin ich mit dem Ist aber zusammen. neu, oder? Hä? Seit wann? Ist er neu Drummer oder? Der Schon ist, gewesen? er ist relativ neu. Aha, okay. Also ich glaube, noch ein Jahr jetzt oder Ja, vielleicht? voll. Weil okay. vorher haben sie noch, sie haben sich Ja. ja komplett neu gemacht. Ja, genau. Ja. Genau, jetzt ist neue Formation. Ja, voll, aber er ist jetzt bei den neuen Bandbildern und so schon dabei. Ja. Ja. Jetzt hat er auch, habe ich erst gerade heute gesehen, die erste EP wird, glaube ich, jetzt mal Mhm. gedroppt. Mhm. Ja, voll. Und dort ist er der Drummer, ja voll. Sie haben ja bald EP-Release-Show, glaube ich. Irgendwann. So genau weiß ich es jetzt auch nicht mehr. Ja, ich glaube schon. Das ist Ja. nicht wichtig. Auf jeden Fall bin ich mit ihm in die Klasse gekommen. Mhm. Und dort hat er noch lange Haare gehabt. Mhm. Und ich kurze. Ja. Und ja. Hat er haben jetzt das- kurz? Jetzt hat er kurze und ich lange, ja. Mhm. Sehr gut. Dann haben wir uns halt dort so kennengelernt und haben es halt gefunden, ja voll. Mhm. Eigentlich passt es noch recht gut so. Und irgendwann hat er dann gefunden, ey, sag mal,
kennst du L-Waity? Und ich so, nein, hä, wer ist das, oder? Hat er so angefangen zu zeigen, dann ist es immer so ins Härtere gegangen, dann sind wir plötzlich bei Arch Enemy gestanden. Mhm. Sehr gut. Es ist geil, dass es genau die gleichen Bands sind wie bei uns. Ja. Ja. Vor 10 Jahren. Architects ist dann eben auch noch gekommen. Ja. Dann genau die Powerwolf gleichen und all das Zeug. Powerwolf. Es sind Ja. genau die gleichen Bands. Und dann sind wir halt immer weiter reingeslidet. Und Die irgendwann Szene wird nicht jünger. bin ich einfach in dem Rabbit Hole reingehockt. Ja, das ist sehr gut. Bin immer mehr an so Konzerte gegangen. Mhm. Five Finger Death Punch ist dann irgendwann auch dazu gekommen. Ja, voll. Und dann, ja, so ist es bei mir mehr oder weniger ausgeartet, ja. Mhm. Ja. Und jetzt bin ich momentan hauptsächlich so eben auch bei Five Finger Death Punch noch, Slipknot. Ja. Also ich würde sagen, es gibt noch Härteres, Mhm. aber Ja, gut, das gibt es immer. eben, ja, also Voll. das ist so eben das Niveau, wo ich mich momentan so bewege an Mhm. Metal. Ja, ja. Voll. Wenn er so powerful, groovy. Genau, ja, also es ist halt einfach so, es hat zum Teil ja auch Shouting drin. Es ist halt Musik noch. Ja, sagen wir so, es könnte jetzt, wenn jemand anders neben dran steht und den Kopfhörer ist ausgesteckt, denkt sich nicht gerade, was ist das für ein Weirdo? Ja, ja. Aber ja, aber ja, es ist halt so, ich höre schon auch härter zwischendurch. Mhm. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, wenn ich im Auto hocke und Spotify anschmeiße, ist es jetzt nicht gerade das Erste, was kommt. Ja. Aber ich höre auch zwischen am gleichen Tag Power Metal, nachher gehe ich Ja. vielleicht ein bisschen Pagan Metal hören, Melodeath, HC. Ich meine, am Schluss im Fall, man geht immer durch so Episoden und nachher bleibt immer etwas, so, was vermisst ist. Und so wie, ich habe schon lange nicht mehr Blind Guardian gelesen. Fuck, ich habe schon gerade gesagt, ich habe gerade in meinem Video gesagt, ich könnte wieder mal Blind Guardian lesen. Eben. Hammerfall gehe ich immer wieder zurück. Nein, Hammerfall sollte man nicht hören, Alter. Hearts on Fire. Was hat der Ding schon wieder gesagt? Hammerfall ist... Ah, wer? Der Niki hat doch irgend so etwas Lustiges gesagt zu Hammerfall. Oh, ich weiß nicht. Irgendetwas mit... Wenn Sex Cells würde funktionieren, wäre Hammerfall erfolgreich. Irgend so etwas. Nein, das war Manowar. Manowar. Manowar, ja, Ja. mit die haben immer die Bilder mit ja. halbnackten... Ja, mit halbnackten genau. Männern, ja. Alright, spannend. Und bei dir? Voll. Also früher habe ich eigentlich so gar nicht so Metal Mhm. gehört, eher so Barbie Girl und so. Aha. Dann hat mein Bruder meine Playlist gelöscht. Und dann musste ich so 90er hören. Aha. Und dann war halt auch so die Ärzte drin, Mhm. so die verbotenen Ärzte. Das ist die beste Band von der Welt. Ja, Ich muss sagen, was dann willst du? bin ich halt eher andere Musikrichtung und da habe ich gefunden, ich wollte in eine Band. Mhm. Und dann habe ich mich eben bei Vodou beworben als Sängerin. Ja. Und ich so eben keinen Plan gehabt, was Punk ist. Und Das dann, ist, glaube ich, das Grundgerüst Aber von das, dieser ist, Band. aber das ist der Spirit. Das ist das Grundgerüst von dieser Band. Sie so- Der Ricky hat ja auch keine Ahnung, was Punk ist, wenn er in die Band reinnimmt. Mhm. Ja. sie haben mir so geschrieben, wir spielen aber Punk, gell? Ich so, ja, ist okay, ist perfekt. Und ich so nachher eben zu meinem Vater so, was ist Punk? Das ist die so, beste Einstellung im Fall. Ich sage einfach reinspringen ins Kaltwasser. und dann er so, ja, die Ärzte, das ist so etwas, nein, was hat er gesagt? Toten Toten Hosen. Hosen. Mhm. Das ist so etwas Punk. Ich Wo so, wir uns jetzt okay. können darüber streiten, ob die Ärzte oder die Toten Hosen mehr Punk sind, weil meiner Meinung nach sind die Toten Hosen mittlerweile keine Punkband mehr und die Ärzte durch das, dass sie nie gesagt haben, sie sind eine Punkband, sind sie wesentlich mehr Punkband als die Toten Hosen, was sie sind. Punkception, Alter. Ja, Einmal dann habe ich mich mit ihnen befreundet von Vodou und dann Mhm. bin ich so ein bisschen ins Punk hineingegangen. Mhm. Und ich höre halt so mehr Punk. haben wir uns schon mal gesehen? Bist du mal an einem Konzert von denen gewesen? Ich bin von nur an Vodou? einem gewesen. Wo? Steinhaus. Dann ist Jetzt es nicht Affoltern. gewesen. Okay, dann haben wir uns nicht gesehen. Mhm. Wann haben wir Vodou? Du hast am Grenichen natürlich gesehen. Ja, ich habe etwa 3 Mal mit ihnen schon gespielt. Stimmt. Oh, der Hallebad. Stimmt, Hallebad ist geil. Halabar. Dann Hallebad. bin ich mit dem Andi auf Deutschland zu White Dog Suicide Mhm. hören. Dort, wo sie in München gespielt Das kann sein. ist vor kurzem gesehen. Nein, schon länger gewesen, Okay, schon okay, vor 2-3 Jahren oder Ja. so. Und dann habe ich gefunden, ich wollte immer noch in eine Band. Mhm. Dann habe ich eine Metalband mich angefragt. Welche? Die gibt es jetzt nicht mehr, aber der Tobi von White Dog Suicide Mhm. war dort dabei. Gewesen. Und ich so, irgendwie kenne ich Mhm. dich von irgendwo. Mhm. Und er hat mich dann mal an meinem 18. Geburtstag mitgenommen in so einen Bandraum, Jam oder wie auch immer das war. Und jetzt war halt nur Metal gewesen, und ich so, okay, klingt eigentlich noch geil. Mhm. Dann habe ich auch ein bisschen Metal angefangen zu hören. Wer hat in dem Bandraum Dings gespielt? Ich
bin so scheiße Ist das mit der Namen. Xonor Bandroom-Konzert? Nein. Nicht. Brudi, das sind zwei ganz andere Orte von der Schweiz, wo du gerade bist. Ich glaube auch, wir sind damals so ein Aber Bandroom-Konzert. der Tobi ist einer der Gründer von Eben. Xander. Ah, Gewesen. warte schnell. Hey, Bruder, Aha, ja, stimmt, ja. bist nicht deep genug in der Szene. Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Ich habe keine Nerven Aber für das. ich weiss nicht mehr, was es war. Eben, ich bin schlecht mit Namen. Mhm. Aber ich weiss nur noch, der hat eine Schweizer, eine deutsche Metalband gehabt. Und mich, Hack. Nicht. nein, Ist das Hack irgendwie gewesen? Kopf, irgendein Herz, voll von Brain. Ich kann Ja, ist ja gleich. nicht mit Namen. Mhm. Aber sie haben so ein Lied gehabt, das Kopf abgeheißen hat. Und der Text war Kopf ab, Kopf ab, Kopf ab. Und ich so, Schweizerdeutsch? Nee. Okay, das Metal? Nee. Mhm. Mhm. Aber sonst habe ich eigentlich wieder so Punk mehr gelassen. Mhm. Ist ja Und- besser. Viel besser Musik. Besser als Also, Metal. ich meine, Viel besser. ja. Und ich habe mal, also ich singe eigentlich eher so säde Lieder, Mhm. so harmonisch. Das ist Metal voll dein Ding. Ja, voll, genau. Und eben, ich habe mal gefunden, ich wollte etwas anderes machen. Mhm. Und dann haben wir Metal-Song. Ist jetzt Da gibt es ein dran. ganzes Genre dafür, für Sad Metal. Mhm. Es gibt sogar 700'000 Subgenres für Wir haben Sad schon- Metal. Du wir musst haben- einfach Post vorne anschreiben. Mhm. Und nachher ist hinten dran alles, was nach Post kommt, kannst du einfach machen, weil es traurig ist. Das ist super. Gut, ich meine, im melancholischen Bereich ist so viel. Melodeath ist auch sehr melancholisch. Wir haben schon so ein Thema für den Text. Sehr Mhm. gut. Also so, dass man halt in der Gesellschaft so eine Maske anlegt Mhm. und Sehr das gut. wahre Gesicht eigentlich nicht so zeigt. Nice. Das ist gut. Ich habe jetzt schon fast Angst gehabt, dass es ein Anti-Corona-Song ist. Ja, absolut. So ein Klebersong. Querdenker-Song. Das ist ein Klebersong. Mhm. Ja, cool. Ja. ja. Sehr gut, sehr gut. Wir haben es Oh. irgendwie auch noch lustig gefunden, wenn wir so Gesetzestext noch rein tun, weil es Es ist halt Abo. Allgemeinbildung und So ein kleines Goodie für die Lehrer, so dass Ja. dann los, weil er ist so der Money-Matter-Man, so. Mhm. Er wird jetzt so Zundhölzli hören und so im Dauerschläfen. Wir Ja. müssen immer so einen richtig abstrusen Song machen. So, Ja, richtig, genau. so richtig so ein Horrorfilm als Musikstück. wir haben unsere ganze Klasse, wo gesagt wurde, wir möchten einen Metal-Song. Das wollen wir hören. Ja, das ist So, dann interessant. ich habe keine Jemand einen Ahnung. Song schreiben, den sie nicht hören wollen. Einfach so, Das ist nach Ziel, also, ja. was zum Teufel. Ja. Sie sollten dann von Paleface Ghostwriter lassen. Aber unsere Klasse hat so einen Musikstil, wir haben eben so einen Vortrag müssen halten über was Kunst ist. Mhm. Da haben halt alle so irgendwelche Rapper, die eben so, ich fiege deine Mutter Text und du bist nicht so, okay. Mhm. Dann bin ich so gekommen, ich habe so mein Bild gezeigt und dann habe ich so Black Hole in my Mind von Lillingtons abgelassen. Lillington. Geiler Song. Ich- Absolut ich- geiler Es ist einfach immer wieder der gleiche Text, aber ich bin so die Person, sie fährt mit dem Velo und schreit den Song voll mit und die außen immer so, hä? Ich habe fast gemeint, du sagst Black Hole Sun von. Wie heißt die Band noch? Ich lade jetzt ein bisschen beraten. Nein. Wo ist Black Hole Sun? Du weißt ja. Fangt mit Sound an, hört mit Garden auf. oder? Ah, ja, Soundgarden. Hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Aber ich bin schlecht mit Namen, also Ah, wie du siehst, ich bin auch kein Stück besser. Ja, bei Songs ist es halt meistens so, kennst du das? Nein, lass auf. Ah, doch. Ja. Ja. Genau. Es ist immer so. Sind wir immer mit so Punk-Songs, wo der Bella sagt, das kennst du sicher. Ja, du kennst sie ja 100%. Ja. Ja. Ich bin halt einfach fast eine menschliche Jukebox von dem her. Ja, der Bella ist der Punk-Fachmann da im Podcast. Mhm. Punk-Beauftragte. Wie ist der Plan nachher, um alles aufzunehmen und so? Also, ich habe keine. grossartig haben wir jetzt noch nicht wirklich einen Plan. Also, wir haben halt einfach mal gesagt, wir tun jetzt einfach mal alles so planen, wie es uns wird gefallen. Mhm. Halt eben so mit der Gitarre mal so grob aufnehmen, was Mhm. man halt so im Kopf hat. Mhm. Und nachher einfach hoffen, dass man es irgendwie zusammenschneiden kann, dass es am Schluss auch Sinn macht. erstens Sinn, zweitens nicht gerade, einfach einen Tinnitus verursacht, sondern so los und denkt, Ja, ja. Also ein bisschen muss natürlich schon, weil eben, wie gesagt, muss ein bisschen, Das ist Metal. ja, Voll. Schlagzeug mit Fruit Loops. jawohl. Ja, sehr gut. Die haben es eingebaut. Ja, dann kommt es gut. Das ist super, ja. Wenn du das Schlagzeug nicht aufnimmst, kommt es gut. Fruit Loops hat sicher auch noch so ein Bass-Instrument, oder?
Ja, also es hat halt wirklich eine ganze Library und wirklich alles Mögliche schon mal drin. Da muss ich hast. schon sagen, Fruit Loops ist schon cool für das. Einfach eingebaut, die Library. Aber kommt eben darauf an, welche Edition das du kaufst. Also ich habe dazumals meinen ersten Lohn oder so, Mhm. habe ich mir wirklich einfach direkt auf den Ring geschlagen. Ja. Für die Producer-Edition von Fruit Loop. Sehr gut. Ich weiß, das kostet die 500 oder so. Ja, das ist sehr gut. Der ist ziemlich gut, mein erster Lohn dort genau Mhm. draufgegangen, im ersten Lehrjahr. Ja. Und Stabil. jetzt muss ich sagen, voll smart gewesen. Mhm. Und ja, also es hat wirklich, eigentlich was Plugin angeht, egal was du brauchst, Mhm. du findest es irgendwo. Zum Teil hat es zwar 3 Millionen Knöpfe und du verstehst einen, nämlich Mhm. genau den, wo drauf steht Master. Ja. Der Rest ist keine Ahnung, was sie machen. Mhm. Mhm. Aber Ja, für wahrscheinlich das, könntest du auch so streichen und so Zeug drauf tun. Wird sicher drin. ja, also es gibt 3 verschiedene. Mhm. Einmal ein Solo-Streichinstrument, dann eine ganze Gruppe Mhm. und das letzte ist, glaube ich, einfach nur ist es ein Bass oder so irgendetwas. Ein Es hat doch ein jetzt neue Bass. Metal-Version. Also so ein Ah, was? Ja, es gibt die Möglichkeit, bei Fruit Loops kannst du dir ein Preset für Metal direkt rein tun. Mhm. Dann tut es direkt alle Spuren im Voraus schon mal Ah, cool. beschriften, tut es dir einfärben, Mhm. damit halt nicht aus Versehen Ah, sehr keine cool, ja. Vocal drauf bist oder so. Mhm. Das haben wir am Montag während der Schule herausgefunden. Ich habe schon auf dem Laptop kurz Fruit Loop gestartet. Das Interface hat keine Ahnung, wie lange nicht mehr gesehen. Die Heime macht es halt direkt meine Mhm. Projekte wieder auf und zeigt mir, welche ich Z schon offen kann. Voll. Laptop frisch installiert. Mhm. Habe ich gesehen, runtergescrollt, Metal. Ich so, hä? Mhm. Dann draufgeklickt, alles schon eingerichtet mit allen Spuren für alles. Habe ich Mhm. also gefunden, so. Geil. Fruit Ja, Loops, voll, ganz voll. ehrlich. Geil. Gitarre machst du Dual-Tracking. Du meinst, zweimal aufnehmen, links und rechts pennen? Genau. Ja, das wäre der Plan, ja. Sehr gut. Sehr gut. Weil- Muss ich nicht sagen. Tönt nach mehr auf jeden Fall. Absolut. Absolut. Nur, ja. Super. Ja. Du Weil, hast, du hast einfach schon mal Musik gemacht mit dem Fruit, so Elektro, einfach Songs geschrieben und alles. Nein. Nicht, okay. Aber Was hast denn du gemacht mit dieser Producer-Edition? ganz ehrlich, Das ist die Frage. ich habe dort, ich habe nie wirklich Songs eigene gemacht, Ja. sondern ich habe eine Zeit lang, ich spiele ja Klavier, Ja, ich kann keine Noten lesen. ich kann nicht. Ich habe Sehr nicht- gut. ich habe noch nie in Wahrscheinlich meinem Leben auf dem Klavier Noten können lesen, ich habe es einfach mit Gehör gemacht. Mhm. Und irgendwann habe ich so gefunden, eigentlich schießt mich voll an, jedes Mal, wenn ich es wieder vergessen habe, wenn ich es gespielt habe, Mhm. wieder von vorne zu machen. Mhm. Also habe ich angefangen, mein Klavier hat so eine LED-Leiste über den Tasten und die sind halt per MIDI ansteuerbar. Ah. Und dann habe ich in dem DAW innen MIDI-Spuren gemacht, habe ich ihn aufs Klavier rühren, Mhm. dann kann ich es einfach den LEDs nachspielen wieder. Ah, oder geil. Das heisst, ich konnte es einmal müssen lernen, habe es einmal können vorspielen Mhm. und dann habe ich es genauso nochmal können spielen. Sick. Das habe ich dann Geil. müssen auswendig lernen. Mhm. Mhm. Ja. Alright. Genau. Ja, aber das kommt sicher, Das- sicher besser wie das erste Zeug, das ich aufgenommen Ja, habe. absolut. Weil wir haben das Schlagzeug aufgenommen, Gitarre mit Verstärker aufgenommen und Mikrofon, Mhm. Bass auch. Und das hast du nicht, also das kannst du nicht hören. Das war meine erste Demo. Aber wenn du jetzt alles mit Plugins machst, dann ist das Zeug so gut schon von Anfang an, Mhm. dass du hast nur schon, wenn das Signal reinkommt und das Signal hast du schon so ein gutes Signal, dass du gar nicht mehr viel musst machen, außer Voll. die Leute und leislicher und dann ist das super. Ja. Bei meinen ersten Demos hatte ich so ein kleines Mikrofon, gehabt, das so damals so wahrscheinlich in Electronics gekauft ist für 10 Stutz oder so, wo da, weißt du, für Videocalls Ja. vor 10 Jahren. Und das habe ich vor meinen Behringer Verstärker Oh gestellt. yes, geil. Und nachher habe ich so reingeschrien, so flüstern, so. Ja, Sehr gut. fun times. Tipptopp. Mhm. Ja. Wäre cool. Ja, Das wäre jetzt so mal der Plan bis jetzt. Das ist dann noch ein guter Plan. spannend. Ja. Ja. Also Next Steps. Ihr habt gesagt, ihr wollt, dass wir den Song hören. Am Schluss einfach. Genau, das ist, wir haben eben müssen Ziele vordefinieren und wir haben als Ziel definiert das Interview, Mhm. weil man muss in einer VA-Umfrage Interview machen. Mhm. Haben wir gefunden, ja gut, Interview macht jetzt mehr Sinn. Mhm. Und- Viel Spaß, den Scheiß abzuschreiben. Dankeschön. Jetzt gerade in den Sinn gekommen. Ihr hättet euch so viel einfacher Interview Ja, das wird jetzt gerade so in den Sinn Das kommen. Interview ist Scheiße, sicher- wenn das alles so schriftlich Das habe machen. ich dir aber schon Jetzt werden wir gesagt. eine Stunde, Ja. 15 Minuten. Nein, ihr müsst ja nicht einfach alles hören. abschreiben. Ja, Ihr wir könnt müssen es ja das zusammenfassen. Wichtigste. Ja, Ja, wir zwei müssen- Seiten genau. schreiben. Ja, Auf 2 ja. Seiten, wenn wir zusammenfassen, halt Mhm. sicher euch nochmal vorstellen dort, Mhm. halt, damit man auch weiss, wer wir überhaupt interviewt. Ja, voll. Genau. Der tut und der tut. Mhm. Sehr gut. Dude 1 und 2. Haben die irgendwelche Relevanz? Nö. Ist ja gleich. Aber wenn ich Wunder, Anina, wie hast du den Podcast gefunden? Also gut. Wie Das wie ist ein schon- Podcast Hobby. Erst mal fragen, sag mal, wie findest du? Ich habe halt auf dem
auf der Story von der Vodio habe ich eigentlich gesehen. Ja. Und dann habe ich halt hören, was ihr über sie erzählt. Und dann hast du gemerkt, dass sie selber erzählen über sich. Oder ist das noch vorher Das nicht ist vor dem Open Air? Ja. Sie. Ja. Und ich so, gehört ich so, okay, das Einzige, was ihr über sie gesagt habt, dass sie blind sind. Also ist einfach nur eine blinde Metal-Punkband. Und ich so, okay. Ja, aber da haben wir, glaube ich, noch nicht so viel über sie gewusst. Ja. im Fall. Ich habe mir so gedacht, der arme Louis und der Ricky. Die Ja, aber sind auch das ist, dort. ja, das sind auch dort. Steve. Die sind auch dort. Mit der Taco-Gitarre. Ja, aber das ist, als wir sie das erste Mal gesehen haben, haben wir auch noch nicht viel mehr darüber gewusst. Weil sie sind dort. Das Lustige war, ich bin in den Bandroom hineingekommen und der Louis hat so alles gemacht, dort war der Ricky noch nicht dabei gewesen. Und ich habe so gedacht, wieso machen die das nicht selber? Und dann so, ja, vielleicht hast du gemerkt, wir sind blind. Ich so, okay. So, ja, schön, dass ihr das jetzt erst sagt. Ich finde immer noch, ich finde immer noch, der Andi und der Ding sollten so eine Der Arm. Louis. So eine, nein, Der Oli. der Andi und der Oli sollten so eine Armbinde anlegen, dass man es offensichtlich sieht. Also, Aber auf die andere Seite auch nicht, weil es macht keinen. Kommt mit einem Blindenstock auf die Bühne gelaufen. Es, Ja, ist macht nicht ein, er. es ist nicht ein wichtiger Fakt in Nein, ihrer Musik. also mit dem Blindenstock im Moshpit gehen, das ist schon... aber So ich finde den jetzt. Oli so cool, weil er kann einfach jedes Instrument spielen. Ja, der Oli Er ist hat ein Saxophon noch nie in der Hand gehabt. Er hat einfach können spielen. Und wir sind Was? so, okay. Nein, der Oli Damn. ist ein Genie. Das ist unglaublich. Ja, das ist, Fuck, er ist ja. wirklich Er krass. spielt Schlagzeug, singt und kann aber auch noch Keyboard spielen, macht Mhm. Gitarre, alles. Eben insane. Sax kann er auch noch. Ja, in dem Fall. Fuck, das ist crazy. Ja. Cool. Was ist jetzt schon wieder die Grundfrage, die wir am Anfang waren? Wie ich zu ihrem Podcast voll. Ja, das war noch früher. Gewesen. Wir haben 2 Fragen insgesamt jetzt schon wieder verschnurrt. Das da. Und die andere weiß ich gar nicht. Mikrofon. Und dann hat Eigentlich es keine haben wir Frage mehr. keine. Nachher haben wir gehabt. einfach geschnurrt, ja. Ja. Ja, voll. Weil wir haben Nachher haben wir Anfragen eigentlich, schon nachher haben wir, gehabt. glaube ich, das Interview fast sogar schon ein bisschen wie beendet und einfach noch weiter geschnurrt. Ja, mehr oder weniger, ja. Ausser die haben noch eine Frage. Direkt nicht mehr, nein. Nein, Also ich wir auch haben nicht. schon oft Podcast auf 3 Stunden. Nein, aber das ist das So, ja. Interview, wenn ich eine Frage Ach so, habe, ist das ja, gut wir- von mir aus. Wir haben so alles schon geredet und so, erzähl mal mit einer Gitarre. Schon fängt es wieder an. Ja, ist gut. Voll. Von dem her, Also, Ja. ist das gut für euch in dem Fall? Ja. In dem Fall, danke Wir vielmals. haben Ja. alles bekommen, ja. Uh, cool. Vielen Dank. Merci also ebenfalls. eigentlich ja, euch danke. Ja. Gerne. Ah, dann tust du mal da Das ist der stoppen. rote, gell? Der, genau.